Guten Morgen. Das ist Peter Olzeindeid. Wir wollen von der Woche wieder gehen in uns Petrusbrief. Und wir freuen uns da weiter. Es ist einmal gut zu studieren und zu lesen, zu sein, was Petrus zu sein hat zu der Gemeinde. Was er zu uns von der zu sein hat, von der und nach. So, mein Verlangen ist von der aus 1. Petrus Kapitel 2, von Vers 2 bis Vers 10 zu lesen. So, wenn ihr wollen mitlesen oder könnt ihr vielleicht durchschreiben, die Punkte, wo ich von reden war, das ist auch gut. Aber wenn wir die Bibel haben, ich würde freuen, dass Sie in der Bibel aufmerken, das auch. Und mir fällt das einmal, wo die Schrift deutlich und klar zu uns reden wird, ab so einem Bereich, wo wir das verstehen können. Einmal ist uns Verständnis ein bisschen schwach, wir haben schweren Zeit, gewisse Dinge zu begreifen und zu verstehen, von was wir reden tun. Und hier, das ist der erste Vers, wo von Anfang der das sehr klar und deutlich gesagt, was er hiermit meint, was Petrus hiermit meint zu uns. Er sagt hier in Vers 2 so aus, niegeborene Kinder nur reine Mahl schrien soll je in Verlangen nur jässliche Nahrung haben, dass die dort euch Wissen in Tau nehmen. So, ich glaube, alle, was die haben Kinder gehalten, was die Kinder haben, der wird kriegt, was das meint, wenn ein Kind hungrig ist. Was das fehlen wird, wenn ich anfange zu schreien und zu schlemmen, wenn sie gesund sind, dann wird wir allgemein, wenn wir dann was geben zu essen, dann wird er das zufriedenstellen. Wenn sie gesund sind, bitte, wenn der einmal vielleicht Geschäft gespoilt sind, einmal dann die Mütter oder die Väter, die spoilen die Geschäft, die drehen den Raum, und dann, wenn sie dann durchleihen und eins vor, dann rohren sie, was da los will, sie wollen gedreht sein. Aber allgemein ist es dann, wenn sie gesund sind, dann sind sie hungrig und fehlt zu essen. So, und er sagt, kriegst du so wie, wir sollen hängeron sein, nur Gott sein Wort, um uns jährliche Nahrung zu geben. Wir sollen ein Verlangen, er sagt hier, wir sollen ein Verlangen haben, eine jährliche Nahrung, dass wir dadurch Wissen in Tau nehmen. So, ich weiß nicht, wo je sind, als je ein Verlangen haben, nur jährliche Nahrungen, und was getan, wenn die wollen Nahrung geben. Hier sagt er, dass wir sollen das Kinder nur reine Milch schrien tun. So soll wie, das ist ein guter Punkt zu sein, nur reine Milch, nicht nur eine süße Milch oder eine schlechte Milch, das würde ein Kind krank machen. Kriegst es uns auch gut, wenn wir nicht das abbrechen Wort, das reine Wort studieren tun und abnehmen und lesen, uns körperlichen Bossen zu merken. Wenn das nicht das reine Wort ist, dann wollen wir nicht im Jährlichen gestärkt worden in Bossen kennen. So, ich glaube, das ist ein guter Beispiel, wenn wir reden von den Kindern, die wollen reine Milch, dass sie Bossen kennen. Und kriegst du selbst wie auch. Das reine Wort studieren, dort wir Bossen kennen und Tau nehmen. Und der Hauptpunkt hier ist, dass wir Bossen und Tau nehmen. Gott will haben, dass wir sollen nicht bloß da bleiben, wo wir sind, wenn wir erst von Nieren geboren sind. Ich habe aber sein, hier redet von Personen, die von Nieren geboren sind, was Gott seine Kinder sind. So er sagt, dann, was sein Verlangen ist, was Gott sein Verlangen ist, für so eine Stadt ist dort, was von Nieren geboren sind, dass nicht da bleiben tun. Aber sein Verlangen ist, dass Wissen und Tau nehmen tun. Dass nicht da bleiben tun, wo sie sind. Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 14, er sagt, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleitenden Menschen lehren, unschmerzen lassen und so aus der Ballen von Wind hin und her geschmissen wurden, durch ihre lehren, womit sie die Menschen verleiten. Und wenn wir Kinder sind und wir bleiben dort, wir haben nicht Ansicht von Gott sein Wort, was der Wahrheit ist oder was der Antwort ist, dann ist das eine große Gefahr, dass wir uns von Leuten verleiten, von falschen Lehren. Und deswegen ist ein Verlangen, dass wir sollen nicht bis da bleiben, wo wir sind. Wir sollen Gott sein Wort studieren und uns damit beschaffen, dass wir bekannt werden mit was sein Wort sagen, was die Worte Lehre ist, der reine Lehre, dass wir uns nicht wollen, reden von falschen Lehren. Das ist wichtig, dass wir das tun. Dass wir Gott sein Wort mit bekannt werden tun und dass wir wissen tun und dass wir uns damit beschaffen tun. Kriegst du das, wir wollen haben, kleine Kinder, wenn die erst geboren sind, uns verlangen erst, dass die Wissen tun und Tau nehmen tun. Und das ist, was Gott sein Willen auch für uns ist, dass wir nicht bloß sollen da bleiben, wo wir sind, aber wir sollen Wissen und Tau nehmen und fruchtbar sein in seinen Dienst für arm, in den Dienst für arm zu leben.
Und dann sagt in Vers 15 in Epheser 4, wir machen in einen leiftuligen Jas der Wahrheit verbreiten und wir machen in alles abwaschen, in Christus ähnlich werden. Da uns Haupt ist. So sein Verlangen ist, dass wir Christus ähnlich werden, dass wir einmal proben, ans Ziel soll sein, einmal proben, ähnlich zu werden. Und dann rumgehen, der Wahrheit verbreiten. Da wo wir bekannt mit der Wahrheit, wir wissen, was der Wahrheit ist, dann soll wir rumgehen, die verbreiten. Dass andere auch bekannt werden damit. So sein Verlangen ist hier, diese Andacht von Nelson Marius, dass wir waschen tun und tun nehmen und wir wollen sein, was Gott uns gewählt haben, was sein Verlangen ist, dass wir sollen mit Jesus Christus taub verbunden zu sein und für arm zu leben. Und das redet von wer Jesus Christus ist, dass er der Archstein ist für das Gebiet, was er will haben, was wir sollen wollen. Und das ist wichtig, dass wir uns mit arm taub verbinden lassen. Und wat je in der Ursach ist, wo dann Petrus das geschrieben hat, das ist gut möglich, dass die Sonne sind, was da nicht wasen tun. Das sind vielleicht von nie geboren, sind vielleicht auch für Jahre Christen gewesen, aber die wasen nicht und die nehmen auch nicht tau. Und das einfach so, da haben kein Verlangen, nicht wasen und tau zu nehmen. Und er redet nochmal von einzelnen Menschen, die nennen sich Christen, die sind von nie geboren, mal der Frau und der sagen sie, ja, sie sind Christen, aber einer mag dort, einer kann antworten, die haben kein Verlangen, jährlich zu wasen. Oder von Gott sein Wort zu reden, wo dann nochmal was von der sich unterhalten von eins Wort, das antworten, da haben kein Verlangen danach. Das sind gar nicht schwierig, nur Gott sein Wort, oder sich davon zu unterhalten. Und das ist bald zu machen, so was ein Verlangen haben danach, und was sich freuen, von Gott sein Wort zu reden. Weil wir müssen eine Stadtgemeinschaft haben, jetzt scheint. Und das hat sein Verlangen auch so weil für uns, dass wir sollen wasen und tun nehmen und Verlangen haben, zu wasen und uns geistlich zu nuren. Dass wir ein Verlangen haben danach. Gott hat uns nicht bloß geraten, dass wir sollen bleiben, wo wir sind, und dann nicht wasen und tun nehmen. Das ist nicht, was sein Verlangen ist. Er will haben, dass wir sollen wasen und dann tun nehmen und fruchtbar sein, wo er uns hat angestellt. Und dass unsere Friede soll in Arm sein. Wir lesen im Psalm Kapitel 1, Vers 2, wo David sagt, über seine Friede und dem Herrn sein Gesetzhaft, der über seine Friede und dem Herrn sein Gesetzhaft in sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Da ist er aus einem Baum am Wutterstrom geplant, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, in dem die Blätter nicht verwalten. In Arm gelenkt, was immer er tut. So was immer er plant zu tun, er wird fruchtbar sein dort. Sondern was ein Verlangen hat, was sich Tag und Nacht damit beschäftigt, mit Gott sein Wort. So da wird uitwiesen, da wird zu sein sein, da wird prosperen und alles, was er tun, was er probt unterstellen. In Epheser 2, Vers 10 sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stand versaat, dort wir Gott tun können. So er sagt, nu hat uns in den Stand versaat, nu können wir Gott tun. Er hat uns die Macht gegeben zu tun. Wir haben keine Ferien, wir können nicht sagen, dass wir können nicht, wir wollten nicht. Aber er hat uns das gegeben, was uns fehlen wird, dass wir wasen können und tun nehmen. So er sagt, nu können wir dort tun. Er sagt, nu soll wir auch noch leben. Sagt er in diesem Vers, was Paulus hier sagen wird. Und dann fragen wir uns vielleicht, was für Gott will Gott haben von uns, was wir sollen tun? Was ist das Gott, was er will haben von uns? Wo soll wir fruchtbar sein und mit was soll wir fruchtbar sein? Weil Gott hat jedem einen von uns eine Gabe gegeben. Wir haben alle eine Gabe, gute Dinge zu tun. Und dann müssen wir uns vielleicht sehen und Frauen und sein, was ist meine Gabe? Was ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat? Da müssen wir mit üben und das Not zu sein. Wir können nicht bis legen lassen und dann nichts mehr tun und dort nicht mal mit üben. Wir müssen damit üben und sein. Was ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat? Und Epheser 4, Vers 8 sagt er, er sagt, seine Gaben werden diese, dass er einige aus Aposteln, einige aus Propheten, und einige aus Evangelisten, und einige aus Hort, und einige aus Lehrers anstellen deit. So er hat verschiedene Dinge abgerichtet, was er getan hat, was er Menschen für Gaben gegeben hat, dass sie keinen Dienst tun, wo er entbrochen will. So gleich hat er uns auch, er hat die und mir eine Gabe gegeben. Was ist das? Was für eine Gabe hast du? Wir wissen Gott, wir sind oftmals erfahren hier in unserem Land, das sind so eine sehr große, begabte Männer und Frauen sind.
En die goven, die zal we ook brücken. En dan zegt hij, eingehaft, je wilt leraar te zijn. Ik geloof, een leraar zijn is zeer wichtig, dat we kan anderen leiden en vieren en wijzen wat de waarheid is en leren. Dat is notwendig, dat is zeer nodig, dat we dat doen. Wanneer we die goven hebben, dan gaan en dan die brücken. So hij wil niet gaan, dat we zullen bloß daar blijven, wo we wären, als we eerst van nie geboren wären. Dan moeten we ons bloß bald fragen, als de eens van aardig met deze persoon, wanneer die niet wussten dat en toenemen, dat krijgt es wie met kinderen doen. Wanneer die niet wussten doen, dan fangen we bald aan te fragen, wat is aardig met ons kind? Dan voor we een dokter, en wat we gaan, zullen onderzoeken en zeggen, wat er aardig is. Der zal dan geboren, aber der weiß bloß nicht, der nimmt nicht tau. Krijgt es wie im Jessel genug, wenn wir nicht wussten und toenemen, dann moeten we ons fragen, wat is aardig met mij? Wat is aardig? Hij zegt in Hebräer 4, Vers 12, sagt het steht, je zullen nu al zelfs leraar zijn. So hij zegt hier, je zullen nu al zelfs leraar zijn. Aber hier brauchen dort noch, dass Jüngere, wer den Anfang von Gott seine Raden erklärt. So hij zegt hier, je braucht noch einmal, dass Jesus war, das an den Anfang gehen. Gleich wo je am Anfang gemerkt haben, je sind noch gleich geblieben. Das fehlt noch, dass somebody kommt, Jüngere den Anfang erklären. Aber je sollen nu al zelfs leraar zijn, sagt hij. Jüd macht noch Mahl gegeben, wo dann Jüd soll noch Mahl gegeben worden und noch nicht stark gekostet. So heißt es, ich kann auch recht das wirkliche Wort, die Wahrheit vertrauen oder verstehen. Die leben haben wir von Mahl. Aber nun soll wir da rückgewaschen sein, sagt er. Wenn wir ein Staub von ihnen geboren sind, dann soll wir da rückgewaschen sein und an den nächsten Staub gehen. Nur Gott sein Wort wieder nennen, checken und studieren, dass wir dort an waschen können. Dass wir nicht bloß vermalt wurden oder leben da. Kriegst das Kinder. Für eine Zeit lang brauchen wir bloß malt, aber dann bald dann brauchen wir schwangere Wohltiden. Das haben wir am Wassen merken. Und wir wissen, dass wenn wir uns mit Gott sein Wort beschäftigen, wir nehmen Zeit mit Gott sein Wort, dann können wir bald unterscheiden, was der reich ist oder was der reich ist. Wenn da dann irgendwas ans Leben entgegenkommt, das, was vielleicht nicht ganz der Wahrheit ist, dann haben wir fürs Morgen. Das ist leicht zu sein, wann wir uns gewaschen haben, wann wir Ansicht gekriegt haben. Und wenn dort nicht, dann wollen wir gleich morgen, dann wollen wir uns leicht verleiten und dann von der Worte einen Stich raufrieden lassen. Von falschen Lehren, von falschen Lehrern. Deswegen ist es so wichtig und notwendig, dass wir waschen tun und teilnehmen tun und zu der Ansicht kommen, was die Wahrheit ist, um uns selbst zu beschützen. Und auch andere, unsere Familien, unsere Kinder und so weiter, dass wir die nur die Wahrheit wiesen und leiden, nur was die Wahrheit ist. Dass wir dann auch starke Kosten ernten. Das Hebräer, der 14. Vers, 4 Vers 14 sagt, dass über starke Kosten als für ausgewaschene Männer, die sich darin geäuft haben, zwischen Gold und Schlechte zu unterscheiden. Ich habe hier, dass zu sein, sondern was sich beschäftigt haben mit dem Wort, was dann Zeit genommen und studiert, der wollen das Gute und das Schlechte unterscheiden kann. So, dann müssen wir uns vielleicht selbst fragen, wo leicht würden wir uns Leuten verleiten von der Unwahrheit? Wenn der eins zwei kommt, dass wir ein sehr guter, begabter Lehrer, ein Redner, und der kommt mit eins von an und er sagt, das und das dort sagt, in Gott sein Wort in der Bibel, und das ist die Wahrheit, würden wir morgen? Wo wir morgen können, wenn das die Wahrheit wird oder wenn das nicht die Wahrheit wird, dann sollen wir uns vielleicht mal eins fragen, wo stehst du wie? Wo leicht würde ich mich Leuten verleiten? So, und wenn wir uns leicht Leuten verleiten, dann ist es vielleicht Zeit, dass wir mal anfangen, andere Eten zu essen, als bloß Mahl trinken, dass wir Verständnis kriegen von Gott sein Wort. Und Gott will hier, er will haben, dass wir wissen tun und er will uns geben, dass wir uns fehlen wird. Wo immer wir sind, wo wir ein Verlangen noch haben, wenn wir ein Verlangen haben, nur die jährliche Nahrung, er wird uns das geben. Er wird uns das geben, wo wir ein Verlangen noch haben. Wenn wir Gott fragen, nur Weisheit und Ansicht, dann sagt er, ich habe dir alles gegeben, was dir fehlen wird. Ich habe dir das Wort gegeben, das ist das wahrhaftige Wort, das wird nicht ändern, das ist von Anfangs das dort gewesen, das wird immer so bleiben. Und da kannst du ja verloren, und kick du an, und da du wirst studieren, und Zeit nehmen, da wirst du Ansicht kriegen und du wirst wissen. Und er will uns das auch geben, er will uns Ansicht geben. Durch den Heiligen Geist will er uns helfen, dass wir Verständnis kriegen. So heißt es bloß, wir sollen ein Verlangen haben. Das ist up to uns, das ist uns zu tun, dass wir ein Verlangen haben.
wir sollen ein Verlangen haben, nur Gott sein Wort am zu wissen. Dann wo wir bald zu schmecken kriegen, was Gott für uns hat, wo Gott uns essen, was sein Verlangen für uns ist, wo wir wissen sollen und nehmen. Und vielleicht hast du einmal eine Erfahrung gemerkt mit Gott, wo die haft gewesen, wo du sagst, du hast vielleicht nicht gewisse Dinge gefragt. Und dann einmal wisst die, krieg, was du tun sollst, und hast die gelehrt und geführt. Und dann kannst du drei denken, kannst du dich erinnern, wo die gelehrt und geführt hat, willst du am gefragt hast, im Gebet, was nach am gekommen, hast gefragt, nur Weisheit, nur Ansicht. Dann ich habe drei gekickt und ich habe gesagt, Gott hat mich geholfen. Gott hat mich hier gelehrt. Ich habe es geschmeckt, wo Gott ist. In der dritten Vers in 1. Petrus sagt er, wann die geschmeckt haben. Er sagt, wann? Nicht die Handel geschmeckt. Er sagt, das ist eine Frau. Er sagt, wann die geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist. Wann die das all geschmeckt haben. Und auch, ich kenne David, er sagt auch im Psalm 34, Vers 9, sagt er, fängt mal Salz ut. Er sagt, fängt mal Salz ut. Nicht bloß hören von anderen Menschen, was die sagen, aber er sagt, fängt das Salz ut. Wir sollen das Salz utfängen. Fängt Salz ut, wo Gott der Herr ist. Wo Gott ist dort für den, der sich auf Arm verlässt. Weil das ist gut, wenn wir uns auf Gott verloren, dann weit wir dann, wo wir nicht uns anschmieren. Auf Gott verloren. Fängt das mal Salz ut, sagt ich David. Vielleicht habe ich mal noch was gesagt, ich habe verrot gefehlt für eins, in ihr Leben, wo immer ihr seid. Und dann ist es vielleicht kriegt der Posten erreicht Zeit, wenn ihr dann Gott sein Wort und die schlonde Bibel übt, dann ist der Vers, was das kriegt, deutlich zu dir reden wird. Du hast Gebetfall, gefragt, was nach Abend gekommen, dann ist ein Wort. Vielleicht ist das die tägliche Versen, was die immer jeden Tag hast, das ist ein Wort, was die kriegt verdammt, im Posten, ja was das, und das ist eine Freude. Dann ich habe uns Freude und sage, wow, Gott hat was geantwortet. Er redet hier zu mir. Ich weiß nicht, aus jeder Erfahrung hat mal gemerkt, aber mir ist das oftmals so, wenn ich eine Gott sein Wort checken da und ich im Gebet gehe und ich frage Gott, er soll mir was geben, was mir fehlen wird, er wird kriegen, wo wir sind und was uns fehlen wird, dann darf er uns kriegen, der passende Zeit sein Wort. So du sagst, kann ich David hier, fängt er mal Salz ut, fängt er mal ut. Das ist gut für Sonne, was ich am Arm verloren tun. Für das ist das gut. So er sagt, wenn die geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist, dann Vers 4, dann kommt nur Arm, den lebenden Stein. Er ist der lebende Stein, der von den Menschen verschmähten wird, der aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Weil das Stein hier wird Jesus mit einem lebenden Stein vergleicht, den die Menschen haben zu sich geschmähten und nicht angenommen. Zu der Zeit, als Jesus rumgeht und sich bekommt, und wer er wir, und er will haben, die Menschen sollen am nur folgen und von am lernen und so weiter, dann nur am gehorn. Die Judenlehrer und die Schriftgelehrten und Pharisäer und all die, die nur am gehorn, die wird im Stich, dass er rumkommt und er will haben, die sollen am nur folgen. Er sagt, den lebenden Stein soll wir gehen, der von den Menschen verschmähten wird, der aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Für Gott wird er wertvoll, er wird kriegt, der Reich der Stein, dem er schenken wird. In Jesaja 28, Vers 16 sagt es steht, Gott, der Herr, sagt zu Jünd, horche mal, ich sah in Zion einen Eichstein, ein sehr fester Stein, der nicht verschifft, ein wertvoller Stein, der holen wird. Wer Glauben hält, wird nicht aus Angst tacken. So er sagt, er hat Jesus aus einem Eichstein gesagt, einen sehr starker, fester Stein, der nicht verschifft. Weil wir können uns verloren, ob Jesus der ist der Eichstein geworden. Und wir wissen, dass wer mit den Tag bühren, der sich an Arm bühren, verloren, der mit Armtaub bühren, der dann geflochten wird, der wird nicht verschoben worden. Der wird bestehen bleiben. Der Eichstein, das ist der ganz wichtigste Stein, man ja bekannt sind mit Bühren, zu der Zeit dann sagen wir viel mit Steiner Bühren. Und das der nötigste wird, wenn sie dann den ersten den Eichstein merken, dort wird das Foundation sozusagen, was sie da Bühren da muss erst der starke Eichstein sein und dann von dort wieder werden der Wein gebaut. So, und wenn der Eichstein nicht ein starker Stein wäre, kriegst du, wo das ganze Gebiet dann sein.
So heißt es, er hat Jesus aus den Eichstein gemerkt, ein sehr fester Stein, der nicht verschärft. Und das weiß wir auch, er wird nicht verschieben. Er ist der feste Eichstein, kriegt der Stein, wo das fehlen wird. Und das ist der Stein, den der Bühllied zu sich schmieden deuten. Psalm 118, Vers 22 sagt, der Stein, den der Bühllied weichgeschmieden haben, ist der Eichstein geworden. Und wo Gott ist das nicht zu weiten, dass wir Jesus Christus haben aus uns Eichstein. Er ist der Eichstein geworden, den uns fehlen wird. Kijk eens dan zu der Zeit, als der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, der wurde auch mit sehr großen Steinen gebaut. Und das wird auch neidig, dass du ein Eichstein bist. Und ich fand das interessant, bloß mit dann checken, wo der gebaut wird, dass wir dann Gott hat ein Gebot gegeben, dass die Steine nicht sollen traghaken und passend merken, da wo der gebaut soll sein. Die sollen von da, wo sie die Steine holen deuten, sollen sie die Steine gleich passende Steine merken und traghaken, du noch aus der fehlen, dass er nicht, wo du im Tempel soll gebaut werden, dass er nicht sollen gelüht werden, weil es dort in der Helge steht, für Gott, das soll der Stell bleiben. Die Steine und das Halt und alles, was da soll gebraucht werden, haben dessen Tempel bauen, der wird da traggehakt und traggemäht und alles, wo sie die Steine von holen deuten. Wenn wir die erste Kleine saß, Vers 7 dran down, da sagt er, die Steine für das Haus, also als für diesen Tempel, die Steine für das Haus werden all in die Boy traggehakt, sodass beim Bauen kein Hummer, Axt oder andere Eisennet Gerätschaft zu hören wären. So wat je dat muss klar passen traggehakt worden. Dat soll regelgemerkt worden für diesen Tempel, dass die werden passen. Und klar will er von uns auch kann. Wir sollen nu von der Ort, wir sollen traggehakt, traggearbeitet und regelgemerkt für diesen Tempel, wo er uns will handstellen, wo der uns will verbrochen. Und er nennt uns auch als ein Tempel, wo das soll gebaut werden für arm. Und er hat uns von der und Tag auch bauen. En traagmerken en rijmerken dat we graag voor een passen zijn, tot de rechte steht, wo er uns brücken will. Er sagt in Vers 5, 1. Petrus 2, Vers 5, sagt er, ein Lot von Jünd, so aus von lebenden Steinen, ein jährlichen Tempel gebaut worden, dort die ein heiliges Priestertum waren, durch Jesus Christus jährlichen Opfer zu bringen, und der Gott in gefallen hat. So er sagt, wir sollen von uns, von wo wir sind, dass wir wären, soll wir lebende Steine gemerkt worden. So aus lebende Steine in jährlichen Tempel gebaut worden. So er will von uns einen jährlichen Tempel merken. Der Tempel wurde in Jerusalem gebaut, wie das wir ein bisschen ein irdischer, dauer Steine ein Tempel. Aber uns will er aus lebende Steine brücken. Er will haben, wir sollen so aus lebende Steine, dass wir einen jährlichen Tempel gebaut worden, für arm. Dass die ein heiliges Priestertum waren, durch Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen. Und der Gott in gefallen hat. Und das ist, wo Gott in gefallen hat. Und zu denken, dass er die in mir will brücken. Dass er von uns will jährliche Steine merken. Dass er will brücken, um den Tempel bauen, was er will haben. Und Gott selbst als der Baumeister, er wird krank, wo er uns bauen soll, wo er uns merken will. Was er von uns will haben, was wir sollen tun. Er ist der Baumeister. Kriegst du dann zu den Tempel, du musst wer sehen, was der Baumeister will, was der Blueprints hat und was er kriegt, wissen, wo Leute sollen gemäht werden. Als sie das in den Tempel bringen, dass sie das können brücken, dass die werden passen. Und kriegst du das bei uns auch. Wir haben einen Baumeister, der ist Gott. Er hat den Blueprint, kriegt, wo er uns bauen will. So, er will haben, wie sollen die Steine sein? Und Epheser 2, Vers 1, finde ich, sagt Paulus, es steht, durch den der ganze Bü taub hält und forst, so dass es für unseren Herrn einen heiligen Tempel gibt. So, wenn wir Jesus Christus den Eichstein haben, und wie sind die Steine, die mit angenommen sind, dass der taub halten lässt. Dass der taub holen wird, haben einen heiligen Tempel bauen. Der Steine wird wie sein, sagt er, in dem sind auch die Nangebüt, so dass Gott in Jäst eine Wohnung hat. Dass Gott im Jäst eine Wohnung hat. So er will uns aus dem Tempel merken, dass wir für Gott sind, dass wir der Jäst können wohnen. So er will von uns
passende Steine merken, diesen Tempel zu bauen. In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt, dass wollt ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist in ihnen wohnt. Ich denke einmal an, dass wir würdig sind, dass er uns würdig gemerkt, dass wir ein Tempel sein für den Heiligen Geist zu wohnen. Und einmal fehlt noch Arbeit zu tun in uns, dass wir würdig sind, dass wir wirklich diesen Tempel sein, wo da würdig als Gott sein Heiligen Geist, wo der Konzentrierung wohnen. Aber das ganz Wichtigste ist, dass wir Jesus den Eckstein nehmen und dass er uns Eckstein ist, wo wir abbauen tun. Dass er der Grund ist, den Grund hat er gelegt mit seinem Sohn Jesus Christus aus der Eckstein. Und wir sollen mit arm taub angeflochten und angebüht sein auf diesen Tempel. Dann übergehende Vers sagt, dass willst dort steht geschrieben, kick mal, ich leih in Sion einen ausgewählten und sehr wertvollen, herrlichen Eckstein, und wer an den gelegen wird, wird nicht verschont werden. So wird diesen Eckstein, wird von reden, dass was Jesus Christus ist. Wer sich ab den verloren hat und leben hat an den, der wird nicht verschont werden. Der wird sich nicht anschmieren. Ab den haben wir uns verloren. Hier ist der Wahrer, der Abbrecher, Gouda und der Storcher, wird nicht verschrieben wird. Der Eckstein ist der. Das ist Jesaja und auch wenn ich das hier sehe, dass der Wort ein Forster, das ist ein Forster Stein, der nicht verschrieben wird. Und wer Glauben hält, wird sich am verloren kann und der wird nicht geschonden werden. Und dann sagt er in Vers 7, verjühnt, der je leben, als der sehr wertvoll. So, der wird die leben tun, der und den leben tun, wir wissen, dass der hat, dass die tun, was er sieht, was er will tun, und dass er der Eckstein sein, ab dem wir uns verloren können, wo wir abbühen können. Er ist der Grund, ab dem wir bühen sollen. Und dann sagt er, für uns, die leben tun, ist der sehr wertvoll. Aber für die nicht leben, ist genau der Stein, den der Bühllied verschmähten, der wichtigste Eckstein geworden. Weil wenn sie auch nicht in Glauben haben, wenn sie nicht leben deuten, willst du Jesus zu sich schieben deuten, am nicht annehmen deuten, er ist der wichtigste Eckstein geworden für ihn. Er ist der, was er kann raten, ab wem sie bühen sollen. Nicht ihre eine Dinge, was sie wollen tun, sie haben eine Agenda, sie haben Gesetze, wo sie wollen abgehen, wo die Menschen sollen abbühen, wo sie wollen Eckstein vermerken. Das ist, was sie wollen. Jesus ist der Keim, der wird im Stich verehrt. Sie wollen den nicht brücken zu den Eckstein. Aber das sagt er eben für dich, was er nicht leben deuten, ist der wichtigste Eckstein geworden. Willst der Brückenarm, der wird bestehen bleiben kann. Und Gott sei Dank, dass wir, die zum Glauben gekommen sind, dass wir können dessen annehmen und wir kicken auch an aus der Eckstein, den wir brücken tun. Und das ist der Eckstein, wo wir bühen sollen. Das ist der Grund, was gelegt ist. In Vers 8 sagt er, ein Stein über den Menschen fallen worden. Menschen wollen fallen über dessen. Ein Stein, der Antwort zu vollbringen, wozu sie bestimmt sind, will sie das Wort nicht leben. So, woran und wo wollen diese zu voll kommen? Woran wollen die fallen? Das sagt, wenn sie anglauben. Ihr anglauben, sie glauben nicht an Arm. Die glauben nicht an diesen Stein. Die glauben nicht, dass Jesus Christus Gott sehen wird und dass er wird keine Krieg bühen, wird er für einmal, für ewig wird bestehen bleiben. Sie wollen nicht ab dort bühen. Sie glauben nicht an diesen Eckstein. Sie bühen ab ihren einen Stein, ab ihre eine wohnt, ab ihre eine Dinge, wo sie abbühen leiden. Das wird sie brücken leiden für ihr Eckstein. In Markus 12, Vers 10 sagt Jesus, das habt ihr das noch nicht in der Schrift gelehrt, der Stein, den der Bühllied nicht wollen, ist zum Eckstein geworden. So, wenn sie den noch nicht wollen, sie haben ihn nicht angenommen, aber er ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn gekommen und ist ein Wunder vor unsere Augen. Er ist das große Wunder, was da passiert ist. Er ist der Eckstein geworden. Wenn er auch zu sie geschoben wird, aber er war wegen der Eckstein.
sie schoven den Tesid und leiten den Chritien und begroven, aber Gott wirkt ihm ab vom Tod und stahl ihm und erreichte Sied von ihm, wo er der Eichstein ward, auf dem wir bühren können. Und dann der nächste Vers hier, dat Eva sagt, wo wir gewählt sind, wo wir voll wie sind, und er hat uns gewählt aus dem Volk. Er sagt in Vers 9, über je sind ein ausgewähltes Volk, den der König sein Priestertum, den König kriegt sein Priestertum zu senden, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, dass die andere sein sollen, wo wundervoll der ist, der Jüd aus dem Diensten durchgerat, in sein wunderbares Licht gestellt hat. So hier hat er sagt, von wo wir gewählt sind, dass wir gewählt sind für ihn. Er sagt, über je sind ein ausgewähltes Volk. So er hat uns gewählt, wir sind ein ausgewähltes Volk, für ihn ein Priestertum zu senden, in ein heiliges Volk. Und wo wir ihn sagt, dass die anderen können sagen, wo Gott er ist, so er hat uns gerat und hat uns vom Dienstren durchgerat nach dem Licht gebracht. Weil das hat Gott sich gewählt. Er hat sich uns gewählt, das Volk zu sein. Das wir nicht eins, was wir uns gewählt hatten. All wie wir unsere eine Wege gegangen und wir sagten nicht nur Gott, wir hatten uns nicht gewählt, dass wir wollen Gott nur folgen. Er will sich uns. Gott will sich uns aus ein heiliges Volk zu sein, für ihn. Wenn wir denken, wann hat Gott sich uns gewählt? Epheser sagt Paulus, gleich Paulus in der Brief immer sagt, er sagt hier in Epheser 1, Vers 4, euer heide Welt in Grundlehre hat er uns bestimmt, in Christus seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Er hat sich Daniel gewählt, gleich was er will, mit dir und mit mir. Er hat sich gewählt, dass wir seine unschuldige Kinder sein. Will Gott uns gut wird, will er uns leben, hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eigenen Kinder. Gleichzeitig hat sich der Israeliten wählen, dass er will raten von der Sklaverei aus Ägypten raten, dass wir doch Gott sich gewählt hat zu tun. In der 5. Mose 4, Vers 5 sagt er, die aber sind das Volk, wohnt der Herr aus Ägypten, aus den gelegenen Oven rütrat. Jünd brach er rüt, dass die sein Volk wurden sein, so aus dort von der aus. So kriegst du aus von der aus, wir können lesen, von wo Gott die raten, die durch Moses, er bringt Moses aus seinen Deinert, haben der Rütraten, wo sie bein wären. Kriegst du auf Gott Jesus gewählt, kommen uns aus dem düsteren Rütraten, wo wir bein wären, und haben Licht bringen. So ist das von der mit uns auch aus. Das ist eine Freude zu weiten, dass Gott sich uns wählen, dass er uns will rütraten, von wo wir wären, dass wir wollen sein Volk sein. So als das mit uns von der auch, das Vers 9 sagt, die sind ein ausgewähltes Volk. Gott hat sich uns gewählt. Wenn wir denken, dann, was wir vorher wären, euer wie der Arm Time, euer uns angenommen hat, wenn wir dann checken, dann, was wir dann wären, vorher sagt er in Titus 3, Vers 3, sagt er, das ist das von der, was ihr nicht am Glauben wären, die kommen noch nicht. Er sagt, wie wären zu einer Zeit selbst unvernünftig, ungehorsam, verehrt, in verschiedene Last, Vergnügen, versklavt. So an diese Dinge, wie wir versklavt sind, in Leben, ein schlechtes, aufgänzliches Leben, weil wir werden verstaat und verstaten auch andere. So heißt es, wie wir verstaat und sogar, dass wir andere auch verstehen. Das ist so ein Leben, wo wir vorher beim Leben leiden, wo wir ihr Eier wären. Und dann sagt es hier wieder in Vers 10, der letzte Vers, wo wir wollen überlesen, sagt es, wie wir verdet, wie wir nicht mal ein Volk, wie wir nicht mal geteilt aus dem Volk. Aber Gott will sich uns. Vers 10 sagt, je teilten einmal erhoben nicht aus dem Volk, nu über. So nu über sei je Gott sein Volk. Je stunden zu einer Zeit je stunden unter Zeit nicht unter der Gnade. Nu über hat je Gnade gefangen. Gott sei Dank, der Herr hat sich uns gewählt. Er hat
als gnädige fast uns, dass er sich auf uns gewählt, dass wir nur unter die Gnade sind, dass wir können sein Volk sein. Euer wie wir nicht mal ein Volk genannt. In Römer 9, Vers 24 sagt es, und dort sei wie, da er dort berufen hat, nicht bloß von den Juden, aber auch von den Völkern. Weil die eine Titel wieder mal so, wir bloß die Juden, da haben sie zu bloß die Juden wären da, was gewählt werden, das ausgewählte Volk. Aber hier sagt er, dass wir nicht so dort. Das wird auch der, was nicht Juden wären. Die Völker sind hier, meint der nicht Juden. So als er in Hosea sagt, ich war die nicht mein Volk werden, mein Volk nennen. Und wo die Gott sind, der keiner vorher wird rechnen. Und dort soll so kommen, dort, wo dort gesagt wird, je sind nicht mein Volk, da soll je den lebenden Gott seine Kinder genannt werden. Weil Gott ist nicht hier, dass wie das fertig haben, dass er auf uns würdig gemerkt und auf uns gewählt, dass wir nur kennen, Gott seine Kinder sind, dass wir sind unter der Gnade. Er hat uns gerat, hat uns die Gelegenheit gegeben, die Öffnung der gegeben, dass wir auch sein Volk halten. Dass wir seine Kinder genannt werden, dass seine Familie genannt werden. Das ist sehr gute Nachricht. Wir haben nicht Zeit über, ich dachte an die Geschichte von Petrus und Cornelius, wo Cornelius auch, haben wir nicht in Jüd, aber haben wir in Gottes Furcht Mann, und haben wir in Mann, wo er viel beten deed und auch geben deed, und Gott sagt ihm an, als ein guter Mann, und er will am Raden, und so, hey, braucht Petrus, dann den kommen, der wahre Botschaft bringen, und haben wir den Jüd, und das wird sehr jene Jüden, nur die Nicht-Jüden gehen und das Evangelium predigen. Aber ich wollte hier beloten, das ist eine Botschaft, die ganz allein wird sein, die meist genug bei sein für eine Botschaft, aber wir freuen uns zu hören, wo Gott sich Cornelius wählt, und er sagt, gut schreibt Petrus, er wird dir die Andacht geben, die sagen, was du zu tun hast, was du sollst tun. Er will auch raten, und seine Familie und seine Freunde, und die werden alle geraten. Und Gott sei Dank, wir freuen uns, dass er sich uns gewählt hat, um sein heiliges Volk zu sein. Er will uns das Leben Steine brücken, mit Jesus taub zu leben und mit arm taub zu leben, für ewig. Wir werden am Schluss noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diese gute Nachricht, die wir hier hören, wo du uns gewählt hast und was du von uns was haben. Besonders, wo wir hören, wo dein Verlangen ist, dass wir sollen wachsen und teilnehmen, und auch, dass wir sollen ein Volk werden, was du was haben, was du kannst brücken, dass wir können fruchtbar sein und auch andere Menschen können wissen, wo Gott du bist, und dass du auch ein Verlangen hast, andere Menschen, die noch nicht an dem Glauben gekommen, dass wir können ernst sein, wo Gott du bist und wo leiftulich du bist, dass du was haben, dass die Menschen sollen zum Glauben kommen, dass wir können wissen, du hast uns rückgeraten in der Distanz, wo wir beim Leben leiden, und hast uns zum Licht gebracht. Ich danke dir dafür, Gott, ich danke dir, dass du was uns brücken dort hast, dass du hast uns würdig gemerkt, das zu tun, das gute Werk zu tun für dich, dass du was uns Leben Steine merken, Herr, und dass wir können taub geflochten werden mit den Sehen Jesus Christus aus der Archstein, wo der nicht verschieben wird, wo wir uns verloren, wo der geleicht ist und wo der Grund sind, wo wir uns verloren. Der verschifft nicht und der wird nicht verändern. Dankeschön dafür, Gott, dass wir mit arm taub dessen heiligen Tempel gebaut werden. Musst du uns wieder leiten und führen, und ich bete, dass wir wollen deine Wert annehmen, und wenn du uns tragen lässt und rauben, dass wir nicht die wollen zu sich schieben und dauntig werden und nicht ein Verlangen haben, die anzunehmen, aber dass wir wollen die anchecken aus der uns raten kann und der uns raten will, dass wir zu dem Volk gebraucht werden. Musst du uns leiten und führen und uns Ansicht geben und Weisheit geben, Wort zu wassen, und gib uns von dem Wort her geistliche Nahrung, jeden Tag, dass wir durchwassen. Musst du uns auch den Verlangen geben sogar, dass wir ein Verlangen haben von dem Wort, dass wir das nicht wollen, zu sich schieben und gleichgültig werden damit. Wir danken dir, Himmel, Herr, für was du in dem Wort für uns hast. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.